Wie wir alle wissen, hat Europa die Einfuhr von einem grossen Teil russischer Energie wie Gas, Kohle und speziell auch Öl eingeschränkt oder total verboten. Und gleich finden diese Scheins ihren Weg zurück in Tanksäulen und Heizungen, auch in der Schweiz. Ein Haufen Zeug ist teurer geworden, wegen all diesen Sanktionen. 18 Sanktionspakete sind es im Moment. Am 19. basteln sie aktuell das um. Und am Schluss haben wir dann gleich noch russisches Öl. Einfach über Umweg und viel teurer. In diesem Video zeige ich euch, wie das möglich ist. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien. Nach den letzten 2 Beiträgen, die ich in der Schweiz gefilmt habe, bin ich schon wieder zurück in den USA. Und wie jede Woche habe ich wieder ein spannendes Video für euch parat. Also, lassen wir los! Bevor wir in die aktuelle Situation eintauchen, lohnt sich ein Blick retour. Ich bin bei meiner Recherche immer wieder über die gleiche Behauptung gestossen. Europas Erfolgsformel waren jahrzehntelang eigentlich ziemlich simpel gewesen. Die Wirtschaft boomt wegen der günstigen Energie aus Russland. Vor 2022 hat es eine einfache Formel gegeben. Günstige Energie aus Russland gleich Wohlstand in Europa und indirekt auch in der Schweiz. Für Deutschland waren die russischen Lieferungen der Most für ihren Exportmotor. Es ist nicht nur zuverlässig angekommen, sondern ist auch deutlich günstiger als von anderen Ländern. Darauf haben sich energieintensive Branchen abgestützt. Branchen wie Chemie, Stahl oder Glas. Und die Schweiz? Wir sind auf den ersten Blick kaum betroffen. Unser Strom kommt ja vor allem aus Wasser und Atomkraft. Aber indirekt sind auch wir am russischen Tropf gehangen. Weil Heizungen und Industrieanlagen werden über unsere Nachbarländer versorgt. Hauptsächlich Deutschland, Frankreich und Italien. Und weil 2021 ca. 40% des europäischen Gas aus Russland kam, ist das eben auch in die Schweiz geflossen. Eine deutlich grössere Rolle hat die Schweiz gespielt im internationalen Ölhandel. In Genf haben Konzerne wie Trafigura oder Vitol riesige Mengen von russischem Öl abgewickelt. Fast 60% des russischen Ölexports haben die gehandelt. Für die Schweiz war das ein Milliardengeschäft. Dank diesen Infos, wie es vorher war, habe ich dann besser verstanden, warum die späteren Sanktionen so einschneidend waren. Die haben nicht irgendeine Nebensache getroffen, sondern unter anderem die Grundlage des europäischen Wohlstands. Alles ist vergagelt. Und wie hat denn die Misere angefangen? Am 24. Februar 2022 ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Auf einen Schlag hat sich auch Europas Energiesituation verändert. Nach dem Einmarsch reagiert die EU in Rekordzeit. Die ersten Sanktionspakete gegen Russland sind beschlossen worden. Und die werden mit der Zeit zur grössten Strafaktion der europäischen Geschichte. Ab April 2022 ist der Import von russischer Kohle komplett verboten worden. Ein brutaler Schnitt. Immerhin ist mehr als die Hälfte von allen Kohlenlieferungen aus Russland gekommen. Im Sommer 2022 haben Politiker auch den Ölimport verboten. Zuerst waren zwar nur die sogenannten seegestützten Rohöllieferungen betroffen, später aber auch raffinierte Produkte wie Diesel oder Benzin. Pipelineöl ist für einige Länder noch erlaubt geblieben, aber die Richtung war klar: weg von russischem Öl. Dann musste Ersatz her müssen. Kohle ist neu aus den USA gekommen, oder von Südafrika, Kolumbien und Australien. Aber das ist logistisch deutlich aufwendiger. Lange Schiffsrouten statt kurze Bahnstrecke. Und darum ist auf das Mal auch der Preis deutlich hochgeschossen. Auch beim Öl ist man auf andere Lieferanten los. Im Nahen Osten, Westafrika, Norwegen und Kasachstan. Auch da sind die Lieferwege viel umständlicher. Dazu sind die Mengen, die diese haben, begrenzt. Das Resultat: auch beim Öl hat man deutlich mehr zahlen. Für Kohle und Öl hat man also andere Lieferanten gefunden, aber zu deutlich schlechteren Konditionen. Mit den Sanktionen hat also die Politik die Wirtschaft gezwungen, auf günstige russische Energie zu verzichten. Beim Gas war man etwas vorsichtiger. Die Abhängigkeit war schlicht und einfach zu gross. Schnell verfügbare Alternativen hat es nicht gegeben. Das hat Russland ausgenutzt.
Sie haben die Gaslieferungen von sich aus gekürzt, als Druckmittel, um Lockerungen bei den Sanktionen durchzubringen. Das hat aber nichts gebracht, ausser dass jetzt auch die Gaspreise explodiert sind. Während Wochen haben sich die verfünffacht. Unternehmer haben gewarnt, sie müssen ihre Produktionen abstellen. Und die Bürger haben Schiss bekommen vor kalten Wohnungen im Winter. In dieser Unsicherheit haben sich viele an Nord Stream festgehalten. Die Gaspipeline in der Ostsee, die von Russland direkt nach Greifswald in Deutschland geht. Für viele war das ein Symbol von Hoffnung, dass irgendwann wieder genug Gas fließt und die Preise runterkommen. Aber diese Hoffnung hat sich im September 2022 buchstäblich in Rauch aufgelöst. Am 26. September 2022 ist es zu Explosionen in der Ostsee gekommen und haben die Nord Stream Pipelines lahmgelegt. Innerhalb weniger Stunden sind riesige Mengen von Gas ins Meer geströmt. Sie reden vom grössten Methanaustritt, der je gemessen wurde. Bilder von den Gasblasen an der Meeresoberfläche sind um die Welt gegangen. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich habe gelesen, dass Ermittlungen aus Schweden, Dänemark und Deutschland ergeben haben, dass da eine Schindluderei getrieben wurde. Da ist Sprengstoff unter Wasser gezündet worden. Wer dahinter steckt, ist bis heute nicht offiziell bekannt. Im Verdacht steht zum Beispiel eine pro-ukrainische Gruppe um den Offizier Roman Czerwinski. Andere Stimmen geben russischen Spezialeinheiten die Schuld. Es gibt aber auch Berichte, die vermuten, dass die USA ein möglicher Drahtzieher waren. Klar ist, mit dieser Explosion ist das Kapitel billiges Pipeline-Gas aus Russland endgültig vorbei gewesen. Nach der Explosion in der Ostsee war klar, neben Kohle und Öl kommt jetzt auch das Gas nicht mehr aus Russland. Europa musste sich neu aufstellen. Und das hat geheissen, Flüssiggas, das sogenannte LNG, vor allem aus den USA kaufen. Und noch ein bisschen von Katar. Das Problem: LNG ist viel teurer als Pipeline-Gas. Es muss verflüssigt, verschifft und wieder zurückverwandelt werden. Ich habe gelesen, dass Europa im Schnitt 3 bis 5 Mal mehr zahlt als vorher für russisches Gas. Deutschland musste im Schnellzugsverfahren LNG-Terminals bauen. Innerhalb weniger Monaten sind schwimmende Andockstationen entstanden. Vorher hat es da keine einzige gegeben. Das war schon noch gewaltig, was da alles für einen Aufwand ist nötig war. Die USA sind so über Nacht zum grössten Gaslieferant für Europa geworden und haben durch das wieder mal Milliarden verdient. Für Europa hat das jetzt vor allem eins bedeutet: höhere Kosten. Studien sagen, es seien mehr als 180 Milliarden Euro zusätzlich für Energie ausgegeben worden. Und das hat die Industrie natürlich hart getroffen. Stahl, Chemie, Glas etc. All diese Branchen haben ihre günstige Grundlage verloren. Viele Buden haben angefangen, ihre Produktion ins Ausland auszulagern. Dorthin, wo Energie im Vergleich noch günstiger ist geblieben. Zum Beispiel in osteuropäische Nachbarländer. Zum Beispiel Polen, das ganz stark auf eigene Kohlekraftwerke setzt. Darum sind dort die Strompreise weniger abhängig vom Gas. Oder Tschechien und Slowakei, die setzen vor allem auf ihre Kernkraftwerke. Aber auch Ungarn, die haben noch Gaslieferverträge mit Russland zu Sonderkonditionen, die nach dem 2022 sind weitergelaufen sind. Beispiele für so Abwanderungen von bekannten Marken sind BASF, Miele, Bosch und Continental. Im Energie-, Automobil- und Maschinenbausektor haben 2 von 3 deutschen Firmen zumindest einen Teil der Produktion ins Ausland verlagert. Das heisst auch immer Arbeitsplätze, die sie verloren gegangen. Für die Schweiz ist die Lage zum Glück ein bisschen anders. Dank viel Wasserkraft und Kernenergie ist der Strompreis vergleichsweise stabil geblieben. Aber auch hier sind Heiz- und Benzinpreise deutlich hoch, weil die halt importiert werden. Nach dem ersten Ausbleiben hat dann aber das russische Öl langsam seinen Weg wieder zurückgefunden nach Europa, trotz der umfangreichen Sanktionen. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil. Trotz aller Sanktionen landet russisches Öl jetzt auch wieder in Europa und auch in der Schweiz. Nach Kriegsausbruch in der Ukraine war klar, russisches Öl ist tabu.
Europa deckt sich stattdessen in Norwegen, Kasachstan, Westafrika oder im Nahen Osten ein. Aber Öl von dort ist teuer und die Menge ist begrenzt, während die Nachfrage gross ist. Als Reaktion hat Russland angefangen, sein Öl mit grossem Rabatt anzubieten. Länder wie Indien haben sich diese Chance nicht gehen und haben zugegriffen. Dort ist dann das Öl in Raffinerien wie Vadinar verarbeitet worden zu Benzin oder Diesel. Und das haben sie dann ganz legal wieder nach Europa exportiert. Weil, sobald es raffiniert war, hat es nicht mehr als russisch gegolten. Dazu hat sich eine sogenannte Schattenflotte gebildet. Hunderte von alten Tankern, die ständig ihre Flaggen wechseln. Die nehmen russisches Rohöl in den Häfen in der Ostsee und im Schwarzen Meer auf. Und löschen dann diese verbotene Fracht, zum Beispiel in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Indien. Von dort kommt es dann in raffinierter Form als Diesel oder Benzin wieder zurück nach Europa. Profitieren tun auch westliche Räder, die ihre alten Tanker für Milliarden an dubiose Betreiber verkaufen. Russland kommt so auch wieder zu gefragten Dollars. Die Zwischenhändler zocken heftig mit ab und Europa zahlt den Preis. Item. Bei Kohle und Gas funktioniert der Kuhhandel nicht so gut. Kohle ist ja nicht flüssig. Und darum kann man da relativ einfach testen, von wo die kommt. Auch wenn man sie vermischt mit Kohle von einer anderen Region. Gas wird in grossen, schweren Pipelines transportiert. Die kann man auch nicht so gut rumlüpfen und an einem anderen Ort herstellen. Öl bleibt also der Joker. Russland verdient weiter Devisen mit ihren Rohstoffen. Zwischenhändler verdienen Milliarden und Europa hat gegen noch russische Energie im Tank. Halt einfach über Umweg und deutlich teurer. Heute, mehr als 3 Jahre nach dem Kriegsbeginn, sieht die Situation gemäss meiner Recherche so aus. Der offensichtliche Umweg von russischem Öl via Indien oder der Türkei funktioniert nicht mehr ganz so einfach wie am Anfang. Die EU hat ihre Sanktionen weiter verschärft. Jetzt wird auch der Handel mit Diesel oder Benzin eingeschränkt, wenn die aus russischem Rohöl gemacht wurden. Aber jetzt wird halt einfach anders beschissen. Der Trick funktioniert so, dass sie das russische Öl mit sauberem aus Kasachstan oder Aserbaidschan vermischen. Das machen sie zum Teil auf dem Meer mit dieser Schattenflotte. 2 Tankschiffe gehen nebeneinander auf Anker und dann pumpen sie russisches Öl ins halbvolle Schiff mit Öl aus legalen Quellen. Und das hat man so zum Beispiel von Griechenland oder Zypern beobachtet. Dann können sie es dann ungeniert nach Europa exportieren. Es hat so sein Etikett als russische Ware verloren. Gegen 1000 Tanker, betrieben von undurchsichtigen Firmen, sind am dunklen Geschäft mit russischem Öl beteiligt. Und was ist mit Nord Stream? Die Betreibergesellschaft hat übrigens den Sitz in Zug in der Schweiz. Das weiss auch niemand. Item. Von den 4 Röhren ist eine technisch gesehen noch intakt. Aber während die Wirtschaft das Gas sofort wieder nehmen würde, blockieren das die europäischen Politiker. Billige Energie aus Russland ist, zur Zeit, nicht erwünscht. Der Weltmarkt hat sich inzwischen neu aufgestellt. Ganz am Anfang hat Europa alles an sich gerissen. Öl, Gas, Kohle und hat die für andere Länder knapp gemacht. Aber mit der Zeit hat sich das Bild gekehrt. Russland hat das frei gewordene Europakontingent mit grossen Vergünstigungen anderen Ländern angeboten. Indien, China, Türkei haben dankend zugegriffen. Für die ist das zum überraschenden Konjunkturprogramm geworden. Für Europa sieht es dagegen ein bisschen wie nach einem schlechten Geschäft aus. Die zahlen die höchsten Preise und die Wirtschaft verliert durch das an Wettbewerbsfähigkeit. Gewinner sind andere, vor allem der asiatische Raum und natürlich auch die USA. Die verkaufen jetzt Europa Flüssiggas zu Rekordpreisen. Wenn ich jetzt alles Recherchierte zusammennehme, bleiben für mich ein paar Gedanken zurück. Erstens, die USA gehören zu den Gewinnern des Ganzen, finde ich. Die verdienen Milliarden dank ihren teuren Energielieferungen nach Europa. Die Europäer hingegen und irgendwie auch ein bisschen die Schweiz scheinen auf dem Verliererbänkchen zu hückeln. Europas Politiker haben nicht zuletzt auf Druck aus den USA alle Beziehungen zu Russland abgebrochen
Aber die gleichen haben dann eben auch keinen Plan, wie man an der eigenen Wirtschaft gleich noch günstige Energie zukommen könnte. Und das ist halt schon nicht sehr weitsichtig. Das Ironische am Ganzen ist ja, dass die Amerikaner selber aber wieder auf Russland zugehen. Wahrscheinlich wollen sie den Zugang zu günstigen Rohstoffen für sich wieder auftun. Ein Satz von George Friedman, einem US-Strategieberater, passt hier erschreckend gut. Das ursprüngliche Kerninteresse der Vereinigten Staaten, und darüber haben wir ein Jahrhundert lang Kriege geführt, den Ersten, den Zweiten und den Kalten Krieg, ist die Beziehung zwischen Deutschland und Russland. Denn vereint wären sie die einzige Macht, die uns bedrohen könnte. Für die USA ist die Urangst immer gewesen, deutsches Kapital und deutsche Technologie kombiniert mit russischen Rohstoffen und russischer Arbeitskraft. Genau diese Verbindung hat die Vereinigten Staaten seit Jahrhunderten in Angst und Schrecken versetzt. Böse Zungen könnten behaupten, dass genau dieser Plan jetzt aufgegangen ist. Zweitens, mir dünkt, dass Politiker in Europa und der Schweiz sich zu stark auf Washington ausrichten. Und sie vergessen immer wieder, dass die Amis halt schon nur sich selber als besten Freund haben. Amerika ist hegemonial, ist glaube ich das Wort dafür. Übersetzt heisst das, die haben den Anspruch, andere zu dominieren. Solange sie profitieren, ist eine Partnerschaft wichtig. Wenn das nicht mehr der Fall ist, stechen sie einem in den Rücken. Darum würde ich es noch gut finden, wenn Europa, oder speziell auch die Schweiz, wieder ein bisschen mehr Mut zur Eigenständigkeit hat. Aber, was weiss ich schon, als ehemaliger Badmeister, der jetzt Doc-Filme macht. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank an alle, die mich wieder finanziell unterstützt haben und mir so erleichtern, jede Woche mit einem neuen, möglichst gut recherchierten Beitrag aufzukreuzen, wie dieser hier. Weil der Vogonten ist zu 100% unabhängig und unterstützerfinanziert. Ihr findet alle nötigen Infos wie IBAN-Nummer oder Twint-Link unter www.vogonten.ch oder im Beschreibungstext von jedem Video. Danke also nochmal an alle Unterstützer. Ihr seid die Besten. Ich blende euch ein, von wo mich eure Grüße das letzte Mal erreicht haben. Unglaublich, wir werden mehr und mehr. Vergesst nicht, mir zu verraten, von wo ihr auch das Mal wieder zuschaut. Das ist immer spannend. Also, merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!